Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, was ist heute das Thema? Heute gehen wir mal rein in meine Meinung zu den auslaufenden Verträgen und den Spielern, ja, die aktuell als Abgänge gehandelt werden für den Winter oder den kommenden Sommer und den ein oder anderen Spieler, der aktuell bei uns gehandelt wird. Ne? Wir fangen mal mit den Spielern bei uns an. Dazu gehe ich mal in dieses Fenster rein. Fangen wir mal an in der Abwehr. Eric Dier haben wir schon gesagt, auch in der Benotung der Hinrunde. Hat einen schweren Stand, gerade wenn Ito und Stani zurückkommen und fit sind. Ja, wird die wenige Spielzeit, die ihn Eric hat, wahrscheinlich ganz dahin sein. Ja. Ich schätze ihn als Mensch, als Anführer in der Abwehrreihe. Zum Glück ist Upa da mittlerweile reingewachsen, aber ein Eric Dier wird wahrscheinlich nicht mit der Spielzeit zufrieden sein und ist wahrscheinlich ein Abgangskandidat, ja, spätestens am Ende der Saison, wenn der Vertrag ausläuft. Vielleicht wird er uns schon in der Winterpause verlassen. Wir werden sehen. Ist für mich völlig nachvollziehbar, völlig fein, wenn man ihn behalten kann, er mit der Rolle zufrieden wäre und er nicht zu viel Geld verdient, würde ich ihn behalten. Weil er ist ein absoluter No-Brainer. Ja? Du kannst ihn jederzeit reinbringen, er wird immer die Ruhe am Ball haben. Natürlich passt er nicht perfekt in unser Spielsystem, aber wenn es darum geht, Not am Mann als Backup, ist er für mich ein No-Brainer. Gut, nächster Abgangskandidat wegen auslaufendem Vertrag ist natürlich Alphonso Davies am Ende der Saison. Für mich gibt es da nichts zu diskutieren. Für mich gehört er nicht verlängert. Punkt. Ja, wäre natürlich finanziell wie sportlich ein Verlust, ein finanzieller Verlust auf jeden Fall vom Marktwert her. Finanzieller Verlust, was er uns gekostet hat, nicht, weil sie haben ihn damals für kleines Geld eingekauft. 10, 15 Mille, irgendwie sowas. Von daher sehe ich das gar nicht als so problematisch an. Man hat es versäumt, ein Exempel zu statuieren bei Alphonso Davies. Man lässt sich aber von Alphonso Davies gerade so dermaßen auf der Nase rumtanzen. Und sollte man den Vertrag wirklich verlängern, ist das ein Zeichen an alle anderen Spieler in diesem Kader? Ja, macht doch einfach. Ja, geht doch ins letzte Vertragsjahr, ist doch supi. Habt ihr alle Argumente auf eurer Seite? Wir zahlen euch noch Handgeld. Ihr bekommt trotzdem einen verbesserten Vertrag. Also, Betty, das wäre ein Zeichen an diese Mannschaft, was eine Katastrophe wäre. Ja. Von daher gehört er für mich nicht verlängert. Erst recht nicht, wie er sich verhalten hat. Ja. Mit dieser Vehemenz, mit dieser Arroganz in dieses letzte Vertragsjahr zu gehen. Fairerweise muss man sagen, dass der FC Bayern das mit sich machen lässt, ist eigentlich das Traurige. Und nochmal, man hat es versäumt, da ein Exempel zu statuieren, ne, vor der Saison und zu sagen, pass auf, Fonsi, entweder verlängerst du oder du verlässt den Verein. Oder du sitzt nie auf der Tribüne. Punkt. Sportlich, ich habe es schon mal gesagt im Stream, ich persönlich kann mich an kein Spiel erinnern, wo man sagt, boah, gut, dass Fonsi Davies da war, er hat uns das Spiel gerettet. Nee. Ja, er ist sportlich wieder auf einem guten Level, auf einem guten Weg. Aber das ist ja trotzdem, das sind ja keine Weltklasse-Leistungen oder irgendwelche wahnsinnsüberragenden Leistungen. Ja. Die hätte ein Adam Aznu wahrscheinlich auch so hinbekommen. Ja. Selbst ein Guerrero, der auf einem ähnlichen Level war, wenn er durchgehend als Linksverteidiger gespielt hätte, hätte das wahrscheinlich so hinbekommen. Von daher besteht für mich sportlich auch keinerlei Notwendigkeit, den Vertrag zu verlängern. Ja. Natürlich hat er eine Menge Potenzial in Zukunft, den nächsten Stepper zu machen, wobei er den schon mal gemacht hatte bei uns, ist wieder super ist schlechter geworden, ist diese Saison wieder ein bisschen besser geworden unter Kompanie. Vielleicht bekommt Kompanie es hin, dass er nochmal den nächsten Stepper macht. Vielleicht sieht ein Kompanie ihn auch eine Position weiter vorne in Zukunft. I don't know. Ja. Aber so wie man den Verein behandelt hat, ist das für mich ein Totschlagargument. Ja, würde ich nicht verlängern. Ablösefrei weg. Gut, Feierabend.
Leider haben wir es nicht gemacht. Ja, leider haben wir Fonzie Davies nicht gesagt, komm, pass mal auf, du gehst mal auf die Tribüne. Und wir schmeißen mal Adam Aznu rein und wir gucken, ob er die Stepper macht. Vielleicht wäre er jetzt schon der stärkere Linksverteidiger, als ein Fonzie Davies das jemals sein wird. Ja. Dass ein Fonzie Davies eine Menge Potenzial nach vorne hat, steht außer Frage. Dass er super schnell ist, steht außer Frage. Das ist aber das Einzige, was ihn nach hinten hin rettet. Ja. Ja, das ist eine große Stärke. Das klappt auch gerade gut, auch wenn er mal für die Innenverteidigung einspringt und da noch ein Ball abläuft. Aber wenn er einen dribbelstarken Spieler hat, der über seine Seite kommt, sieht er von sie auch kein Land. Und der Spieler kann nur halb so schnell sein und er sieht kein Land. Ja. Das gehört halt auch zur Wahrheit. Und das ist natürlich, wenn wir über einen Verteidiger reden, auch zu wenig. Ja. Und erst recht zu wenig für die Zahlen, die da kursieren. Selbst wenn es jetzt nur 16 Millionen und 20 Millionen Handgeld wären. Nein. Ja, von mir ein klares Nein. Ich weiß, viele von euch sehen das anders. Das ist auch völlig fein. Ich persönlich bin froh, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Wenn der Vertrag verlängert wird, ich garantiere es euch, werden schwere, schwere Jahre auf den FC Bayern zukommen, was die Zukunft anbelangt. Ja, ja, dann bin ich sehr gespannt, ob ein Musiala jetzt sagen wird, oh ja, klar, ich verlängere jetzt mal meinen Vertrag hier. Ja. Vielleicht sagt er dann auch, ja, hab doch keine Eile, ich habe da noch ein Jahr, ich gucke mir das mal nächstes Jahr an. Ne? Schwierig, ja. Auf der anderen Seite, wir reden auch über einen Leroy, wo die Zeichen gerade eher auf Abschied stehen und dann Leroy und Davis sind so Musialas Best Friend in der Mannschaft. Wenn du beide weghaust, wird wahrscheinlich auch Musiala sagen, was soll ich noch hier? Ja, so ist das heutzutage. Aber am Ende des Tages steht kein Spieler über diesem Verein, Alter. Ja, das muss man auch mal knallhart sagen. Von daher für mich klare Meinung von Fonzie Davies. Ja, danke, dass du da warst, dass du dich wie ein Arschloch verhalten hast und das auch durchziehst. Ja, dann bitte verpiss dich aus unserem Verein. Vielen lieben Dank, Fonzie. Wie gesagt, ein junger Mann, jeder macht mal Fehler. Leute, gar keine Frage. Ich bin immer dafür, eine zweite, meinetwegen auch mal eine dritte Chance zu geben. Aber da gibt es ja nichts. Da gab es nichts zum Eindenken, da gibt es nichts zum Eindenken. Da wird. Ja, hätte ich mal gehört irgendwie von Fonzie, ja, wisst ihr was, ich habe mich da falsch beraten lassen, war dumm von mir, jung und bla und Sülz und hätte dann einen Vertrag für eine Leistung, die sein Niveau zeigt, verlängert. Da reden wir aus meiner Sicht von 10. Aufgrund seines Potenzials vielleicht mit Bonus von 12, 13, 14 Millionen, ja, die man dann durch irgendwelche Boni erreichen kann. Aber das war es auch. Ja. Und da reden wir auch nicht davon, von 15, 20, 30 Millionen Handgeld jetzt zu kriegen, damit er beim FC Bayern bleibt. Dann kann man nur sagen, Fonzie, verpiss dich. Meine Meinung. Gut. Kommen wir zum nächsten, wo der Vertrag ausläuft. Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer für mich, lass den Vertrag auslaufen. Feierabend. Ja, man muss da dann auch mal aus Vereinssicht dann, wir reden immer davon, ja, wir machen das, weil die so super viel getan haben für den Verein und Legenden und bla. Da muss man Manuel Neuer auch mal schützen. Ja, ganz ehrlich, was er gerade macht, beschmutzt mehr sein Andenken, wie es ihnen irgendwie hilft. Die Leute werden immer die letzten 1, 2 Jahre in Erinnerung haben, werden immer sagen, ja, Manuel Neuer war so ein starker Torwart, aber die letzten 2 Jahre, das war ja ein Mittelklasse-Niveau. Ja. Also nochmal, der Kicker hat ihn auf Platz 8 eingeordnet in die mittlere nationale Klasse in der Bundesliga, seine Leistung. Und das waren sie. Ja. Mehr war es nicht, diese Saison. Und mehr wird es auch nicht mehr werden. Das haben diese Saison die Spiele gezeigt. Ja. Man sieht, dass die Reaktion nicht mehr so da ist, was völlig normal ist. Alles gut. Das kann man natürlich durch Erfahrung, durch Stellungsspiel wegmachen. Aber dass er das nicht mehr kann, hat er diese Saison gezeigt. Es würde mich sehr überraschen, wenn er jetzt in der Rückrunde nochmal eine Schippe drauflegt und wieder dieser super stabile Rückhalt wird, den wir brauchen in diesem System. Das muss man ja auch mal sagen. Ja? Wir sind in diesem System halt auch auf den Goalie angewiesen, dass er in diesen Momenten,
wo ein Innenverteidiger mal einen Fehler macht oder sonst was da ist. Ja? Aber aktuell ist es ja so, dass er dann noch Situationen, die eigentlich klar sind, schlimmer macht. Ja, wie oft haben wir das diese Saison gesehen, dass er meint, ich muss da rausrennen wie ein Idiot, obwohl ein Innenverteidiger an dem Mann ist. 10, 20 Mal? Ja, oft ist nicht viel passiert. Ja, aber 2, 3 Mal ist es dann halt auch passiert. Und einmal hat es uns den Pokal gekostet. Ja. Von daher für mich, du musst schützend dann auch die Hand mal drüber legen jetzt und sagen, pass mal auf, Manu, das reicht einfach nicht mehr. Ja, auf diesem Niveau. Was hältst du denn davon, wenn das dein letztes Jahr ist? Ja, und nicht wie jetzt, ja, wir verlängern und er kann trotzdem noch auf seine 20 Millionen kommen, aber nur wenn wir Titel gewinnen und er die Einsätze hat und er soll dann mal einen jungen Torwart ranführen. Ja, das kann er jetzt in der Rückrunde machen. Kann doch jetzt einen Daniel ranführen. Ne? Daniel ist doch gerade da. Lass doch einen Daniel im Tor, sollte ein Daniel irgendwie jetzt merken, oh, er packt das nicht. Ja, dann bringst du einen Neuer. Ansonsten sagst du zum Neuer, ja, hättest gerne die Pokalspiele haben können, aber das hast du ja versaut. Nee, keine Ahnung. Man kann ja gucken, ob die Mannschaft das hinbekommen würde, so ein Wechselspiel. Und ansonsten, Leute, die Leistungen in der Hinrunde waren mittelmäßig. Warum man an diesem Torwart jetzt festhält für das nächste Jahr oder allein schon für die Rückrunde, erschließt sich mir nicht. Auch hier hat der Verein wieder nicht die Eier und man lässt nicht den großen Aussagen, Taten folgen, wo man sagt, es geht nur um Leistung. Weil wenn es nur um Leistung gehen würde in dieser Mannschaft, würde ein Manuel Neuer nicht mehr zwischen den Pfosten stehen. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich erinnere mich an kein Spiel, wo man mal sagt, oh, Manuel Neuer hat uns dieses Spiel gerettet. Ich erinnere mich, 1, 2 gute Spiele, ja, wo er mal was wichtigen Ball gehalten hat, auch Dortmund zum Beispiel, glaube ich, ne? Richtig, das hätte ein anderer Goalie aber auch. Ansonsten hat er uns mehr geschadet wie geholfen. Und das ist so ein trauriges Ende dieser überragenden Karriere, ja. Dieser überragend starken Karriere, die er hatte bei uns. Das ist gerade so ein trauriges Ende aus meiner Sicht, ja. Gut, sollte er die Kurve kriegen jetzt nochmal in der Rückrunde, ist das natürlich alles Makulatur. Ich glaube das aber nicht mehr. Ich denke, wir haben das Leistungsniveau in der Hinrunde gesehen. Und das ist es. Und dass man da jetzt über eine Verlängerung spricht, beziehungsweise die ja schon beschlossen ist wild in meinen Augen. Ist sehr wild. Sehr, sehr wild. Ich bin gespannt, ob Vincent Kompany irgendwann die Eier haben wird und ihn da rausnimmt. Und da sind wir auch schon bei der anderen Sache, die Einfluss darauf nimmt. Ja, weil der nächste, wo wir hingehen, ist im Mittelfeld, ist Joshua Kimmich. Kimmichs Traum oder war es immer, beim FC Bayern Kapitän zu sein? Das wird er, solange Neuer und Müller da sind, nicht werden. Warum? Ich weiß es nicht. Ja. Auch das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Anscheinend ist das bei uns im Verein irgendwo in irgendwelche Tafeln gemeißelt. Ja, ich weiß nicht, ob Moses da runterkam auf die Sebener und im brennenden Mittelkreis die Tafeln überreicht hat, wo drin steht, Manuel Neuer und Thomas Müller sind unsere Kapitäne. Solange sie aktiv sind, ich verstehe es nicht. Ja, ja, ich verstehe es einfach nicht. Mehr habe ich da gar nicht so dazu zu sagen. Ja. Thema Kimmich, Vertragsverlängerung oder nicht, bin ich persönlich ein bisschen hin und her gerissen. Die Hinrunde war sportlich gut von ihm. Mir fehlte der letzte Touch, gerade in schwierigen Spielen, hat mir diese Anführermentalität, so ich möchte der Kapitän dieser Mannschaft sein, leider fast immer gefehlt. Da muss mehr kommen, wenn man dieser Kapitän sein will. Jetzt war dann ein Spiel, wo er es war, wo er die Binde getragen hat. Auf der anderen Seite ist Kimmich der prägende Punkt in unserem Spiel und der immer spielt über 90 Minuten und immer einen Platz im Mittelfeld belegt. Dadurch
hast du nur einen zentralen Mittelfeldplatz für den Rest der Spieler. Von daher wäre es wahrscheinlich besser, wenn Kimmich den Vertrag nicht verlängert. Ja. Aus seiner Sicht könnte ich das dann sogar nachvollziehen. Ist auch völlig fein. Er wurde aber letzte Saison auch zu Recht zerrissen, weil es einfach eine katastrophale Leistung war, genau wie schon die Saison davor. Es ist jetzt diese Saison auch nicht die Weltklasse überragende Leistung. Es ist eine ordentliche, gute Leistung, die er bisher gezeigt hat, gar keine Frage. Er ist auch auf einem sehr, sehr guten Weg, da noch besser zu werden. Deswegen sage ich ja, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Es ist für mich völlig fein, wenn man zum guten Tarif mit ihm verlängert. Aber da reden wir auch nicht von 20 Millionen plus, was er jetzt hat. Was er aber natürlich weiterhin haben möchte. Er möchte sogar noch mehr haben. Wahrscheinlich möchte er auch ein Handgeld haben. Das sehe ich halt nicht. Dafür reichen die Leistungen, die er gezeigt hat, sind ordentlich, sind gut, aber ist das Geld halt auch nicht wert im heutigen Fußball. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und man muss dann wirklich anfangen, auch mal einen Josh rauszunehmen, mal draußen zu lassen, wenn er keine Form hat. Josh wirkt gerade die letzten 5, 6 Spiele super überspielt. Ich verstehe es nicht, warum man ihm da nicht einfach mal auch dann mal eine Pause gönnt. Ja, wenn er das nicht will, ist das scheißegal. Dafür ist ein Trainer da, der hat das zu entscheiden. Ja. Da müssen wir dann hinkommen. Sollte man mit Kimmich verlängern, muss man da hinkommen zu sagen, ja, wir können Josh aber auch mal rausnehmen oder wir können Josh auch mal auf die rechte Verteidigerposition stellen, wo er mehr Sinn macht. Ja, und nicht alles pudern. Ich verstehe, dass man das jetzt in der Hinrunde getan hat, im Hinblick mit dem auslaufenden Vertrag. Ja, auf der anderen Seite habe ich es gerade schon gesagt, ist für mich gar kein Problem, wenn Kimmich den Verein verlässt. Gar kein Problem. Also ich mache mir da null Sorgen über die Zentrale. Du hast ein Palinja, der dann endlich mal ein klarer Sechser ist. Das heißt, du könntest den Achter offensiver gestalten. Pavlovic könnte noch offensiver agieren. Conny Leimer könnte endlich mal der offensive, pressende Achter sein. Du könntest selbst mit Musiala über die 8 agieren, der als super offensive Achter da wäre. Es ist ja nicht so, dass du keine Alternativen hast. Ja. Also von daher sollte Kimmich natürlich reinwachsen. Endlich dieser Anführer sein. Dann kann er die Rolle ausfüllen. Das traue ich ihm zu. Ja. Aber dafür müssen Manuel Neuer und Thomas Müller Platz machen. So, und wir reden jetzt über eine Verlängerung mit Manuel Neuer und der wird die Binde nicht abgeben. Ja. Von daher denke ich, wenn man mit Neuer verlängert, schwinden die Chancen bei Kimmich. Aber am Ende des Tages ist es mir auch wurscht. Damit kommen wir zum nächsten, den wir hier mit reinnehmen, obwohl er keinen auslaufenden Vertrag hat, ist Leon Goretzka, der ja schon vor der Saison als Wechselkandidat galt. Er wird das auch weiterhin tun, weil die Leistungen, die er gezeigt hat, reichen einfach nicht mehr für den FC Bayern. Punkt. Ja, er hat immer mal Lichtblicke gehabt, hat immer mal eine gute Halbzeit gehabt, hat aber auch katastrophale Leistungen gehabt. Ja, er war keiner, der rumgemeckert hat. Warum sollte er das auch bei dem Verdienst, den er hat? Wahrscheinlich will er den Verein nicht verlassen, er wird ihn nicht verlassen, ja, weil kein Verein ihn auch nur annähernd diesen Status gibt und auch nicht annähernd dieses Gehalt bieten kann. Aber für mich, klarer Verkaufskandidat. Ja, brauchst du auch nicht in der Zentrale. Goretzka, Kimmich, sorry, ihr wart mal eine richtig geile Zentrale für den Spielstil, den wir gerade spielen. Ja, ist ein Goretzka gar nicht geboren und ein Kimmich. Wahrscheinlich, wenn wir mal die Alternative gesehen hätten in dieser Saison mit einem Pavlovic und ein Palinja oder ein Palinja und ein Leimer, selbst ein Pavlovic und ein Conny Leimer, glaube ich, hätte man gesehen, dass auch ein Kimmich auf dieser Leaderrolle oder Quarterback-Rolle, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß ist. Ich glaube, man würde sich keinen Gefallen tun, damit zu sagen jetzt, wir verlängern mit Kimmich für 3, 4, 5 Jahre und wir sehen den dann ja auch bis 33 da rumhüppeln. Ich glaube, da würde man sich keinen Gefallen mehr tun. Gut. Und Leon, ja, Leon hat für mich keinen Platz in diesem System. Leon ist nicht der pressende Achter. Leon ist nicht der super starke defensive Mittelfeldspieler. Leon ist für mich ein perfekter Spieler, wenn er eine Kontermannschaft spielt. Ja.
Und das sind wir nicht. Er ist nicht der Dribbler, er ist nicht der Ballverteiler. Ja, er hat seine Stärken, wenn er in den 16er geht oder wenn er am 16er steht und den Ball abfangen kann und aufs Tor zimmern kann. Das sind Leons Stärken. Ja, sind in diesem System aber einfach nicht gefragt. Ja, und von daher schon gar nicht für dieses Gehalt, was er auch bekommt. Ja. Auch hier würden wir hier für zwischen 8 und 10 Millionen reden. Alles gut. Dann kannst du sagen, jo, Leon, alles klar, bist eine gute Alternative in der Zentrale, wenn was ausfällt. Oder halt mal Aushilfe in der Innenverteidigung, so wie es jetzt die Saison war. Aber nicht für das Geld, Leute. Ja. Gut. Der nächste. Nehmen wir ihn mal kurz mit rein. Jamal Musiala, was ja auch immer ein Thema ist. Wir müssen den Vertrag jetzt verlängern, weil sonst läuft er nächstes Jahr aus. Ja, 100% true. Schicken Leroy in die Wüste, nimm die 20 Millionen, die Leroy verdient, gibt sie an Jamal Musiala obendrauf, zu dem, was er jetzt gerade verdient. Ist das, was Imara sagte. Also reden wir über 20, 22, 24 Millionen, die Jamal Musiala im Jahr verdient. Ja, check. Feuer frei. Ja. Wenn du sein Potenzial siehst, wenn du siehst, wie er uns in der Offensive trägt mit Harry Kane, ist das für mich völlig fein. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn wirklich außergewöhnliche Spieler auch außergewöhnlich viel Geld verdienen. Im Fußball wird viel Geld verdient. So, Punkt. Davon müssen wir wegkommen, von dieser, ich habe es ja immer wieder gesagt, jetzt fehlt mir das Wort, ja, diese Romantik, diese Fußballromantik, die wir haben, ja, wo Spieler nur das verdienen oder was sie auch leisten. Ja. Ja, wir werden mehr zu leistungsbezogenen Verträgen hingehen, wahrscheinlich beim FC Bayern. Aber für mich ist das völlig fein, wenn Jamal Musiala die Möglichkeit hat, seine 20, 25 Millionen zu verdienen, wenn er die dementsprechenden Spiele und die dementsprechenden Titel einfährt. Ja, Punkt. Außergewöhnliche Spieler seines Formates bekommen auch außergewöhnlich viel Geld. Das ist völlig fein für mich. Ja. Wir müssen wegkommen von diesen ganzen Durchschnitts- oder internationale Klasse-Spielern wie Coman, Sané, Gnabry, Goretzka, ja, die alle maßlos überbezahlt sind. Da müssen wir weg von kommen. Außergewöhnliche Spieler wie Kane, wie Musiala. Ja, die haben das Recht, so viel Geld zu verdienen. Genauso wie es ein Neuer damals hatte oder Müller. So, das haben sie aber nicht mehr. Sie haben nicht mehr dieses Leistungsniveau. Und dann haben sie auch nicht mehr das Recht, so viel Geld zu verdienen. Ja. Also für mich feuerfrei bei Jamal. Ja. Punkt. Gut. Dann haben wir noch, gehen wir nach vorne, lieber Sané. Ja. Lieber Sané, Vertrag läuft aus. Wird ja sogar Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, wie man gelesen hat. Ich weiß nicht, inwieweit, wie tief die gehen. Für mich gehört er weg. Für mich gehört er einfach weg. Leute, er war jetzt, 4, 5 Jahre beim FC Bayern. Wie viele gute Spiele haben wir von ihm gesehen, von all seinen Spielen zusammen? Wie oft hat er diese Mannschaft getragen? Wie oft hat er diese Mannschaft rausgerissen? Das ist einfach zu wenig. Dass er das kann, dass er das auch getan hat, steht ja außer Frage. Ja. Aber auf die Zeit gesehen, viel, viel zu wenig und viel zu viel Geld. Es ist ja schon traurig, dass er sagt, ja, ich nehme Gehaltseinbußen in Kauf. Ja, na klar nimmt er die in Kauf, weil er weiß, dass er woanders niemals so viel Geld verdienen will, aufgrund welcher Leistungen. Und welche Vereine stehen denn gerade Schlange, um Leroy Sané zu verpflichten? Welche Vereine soll es da geben? Ich sehe keinen. Ja, ja, wir machen es kurz und schmerzlos. Gehört weg. Punkt. Ja, dass er alles hat, was man braucht, um Weltklasse-Spieler zu sein, ist völlig fein, aber er konnte es nie umsetzen bei uns. Immer nur phasenweise und das ist zu wenig für den FC Bayern. Punkt. Können wir kurz und schmerzlos machen. Nehmen wir die nächsten beiden Experten mit rein. Kingsley Coman, der ja weg wollte am Anfang der Saison, es nicht geklappt hat. Hat sich aus meiner Sicht nichts geändert. King, vielen lieben Dank, Alter. Du hast super viel für diesen Verein getan. Es ist an der Zeit, weiterzuziehen. Und dasselbe gilt für Serge. Ja, auch das, aber da gibt es keinen Markt, genauso wie es keinen Markt für einen Kingsley Coman geben wird. Ja. Das sind Märkte, die nur Saudi-Arabien sind. Ansonsten sind das Spieler, auch ein Leroy Sané, den kannst du mit da reinnehmen.
das wissen die auch selber, wo du keinen Markt finden wirst. Du kannst vielleicht Glück haben, irgendein italienischer Club, ja, dann kriegen sie ihre 8, 9, lass es maximal 10 Millionen sein, wenn wir über einen großen italienischen Club reden, die sie da verdienen würden. Ne? Brutto, nicht netto. Ja, und wir brauchen nicht darüber reden, als wir dann noch große Ablösen rausschlagen. Ja? Wenn du für einen Gnabry 15 Millionen kriegst, für einen Koman 20, Alter, dann ist das viel. Ja, da müssen wir mal ganz klar sagen, das ist das Leistungsniveau, was sie haben. Ne? Für mich, die 3 Außenspieler gehören ausgetauscht. Es ist Zeit, dass da eine neue Regel aufläuft. Gut, kommen wir zum letzten, zu Thomas Müller. Thomas Müller sehe ich nicht ganz so kritisch wie Manuel Neuer, vom Verdienst her genauso. Ja, das ist eine Katastrophe. Für mich gehört er nicht verlängert. Ja, das sage ich ganz klar. Sportlich spielt er gar keine Rolle für uns. Ja, auch wo ein Harry Kane, ja, hat er mal ein gutes Spiel gemacht. Wow. Der Rest war maximal Bundesliga-Durchschnitt. Das muss man mal knallhart so sagen. Ja. Die Zeit eines Thomas Müllers ist vorbei. Und dafür blockt er 20 Millionen im Jahr. Wenn Thomas Müller sagt, jo, ich mache hier gerne noch für 3, 4 Millionen weiter, weil mir der Verein am Herzen liegt, da machst du nichts falsch. Mit dem Thomas Müller ist es ein No-Brainer, aber nicht zu diesen Bezügen. Ja. Ganz einfache Kiste. Ja, das ist meine Meinung zu den Spielern, die gerade gehandelt werden, in Frage stehen bei uns. Viele laufen ja aus. Und dann die 3 Spieler, wo die Verträge nicht auslaufen, gehören für mich auch ausgetauscht. Aber ich rede ja auch schon seit 2 Jahren hier über einen Umbruch, ja, der nie passiert ist. Dann haben wir ja gerade so die Spieler, Xavi Simons, der gehandelt wird. Ja, fühle ich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen bei der EM. Ich könnte mir ihn auch sehr, sehr gut in unser System vorstellen. Aber wenn ich da die aufgerufenen Summen lese, irgendwas von 80 Millionen plus Prämien, Alter, da muss ich ganz klar sagen, nee. Ja, da muss ich ganz klar sagen, nein, dann kannst du auch noch immer sagen, ich lege 20, 30 Millionen mehr drauf und holen Florian Wirtz. Ja, so, ganz einfache Kiste. Ja, ob Bayer Leverkusen das dann macht oder nicht, ist eine andere Geschichte. Wahrscheinlich nicht, weil es der FC Bayern ist und die das nicht wollen. Alles gut, dann ist das so. Aber da müssen wir, also alles gut. Xavi Simons sehe ich aktuell, vielleicht kannst du 50 Mille für ausgeben, ja, so wie so ein Ulisse-Transfer ist. Aber doch nicht irgendwie 80 Mille und mehr. Ja. Also das sehe ich persönlich nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich ein junger Spieler, eine Menge Potenzial. Müsste man halt gucken, wie die Rückrunde sich gestaltet, ob er den nächsten Stepper nochmal macht. Ja, dann können wir vielleicht über 80 Mille reden, aber aktuell nein. Nächste Thema, Dani Olmo. Ja, Barca, das große Barca, er hat ja keine Geldschulden, Geldprobleme. Ne? Ja, ist jetzt nicht spielberechtigt für die Rückrunde. Der Vertrag ist hinfällig. Ich persönlich gehe davon aus, dass er bei Barca bleibt, weil er bei Barca spielen möchte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn er wirklich nicht spielberechtigt wird für die Rückrunde, dass er sich vielleicht ausleihen lässt für ein halbes Jahr. Das kann ich mir vorstellen. Aber dass er komplett verzichtet, also ich glaube, Champions League darf er ja spielen, nur halt nicht Liga und Pokal, ne? Keine Ahnung. Dani Olmo hätte ich mir bei uns gewünscht, ja. Schon letzte Saison hat man verpasst, da reinzugehen in das Thema. Natürlich auch verletzungsanfällig gewesen, zumindest in Leipzig teilweise. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich denke nicht, dass er auf den Markt kommen wird. Vielleicht durch eine Leihe, weiß ich nicht. Vielleicht spielt er aber auch nur die Champions League-Spiele in Barcelona, ist gerade eine wilde Geschichte. Aber da sind natürlich auch Clubs dran, die viel, viel mehr Potenzial haben. Finanzielles. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Interessanter Spieler auf jeden Fall, ja. Sollte man da eine Möglichkeit haben, ihn zu bekommen für das, was er wert ist, let's go, meiner Meinung nach, ja. Ansonsten war noch was, Rashford oder sowas von Chelsea, keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Wegen mir, Leute, wir brauchen 1, 2 Spieler auf den Außenpositionen. Muss das jetzt im Winter sein? Nö.
Solltest du natürlich jetzt im Winter jemanden loswerden, ja gut, King weiß ich nicht, ist natürlich wieder verletzt, wie willst du den loswerden? Serge statt selber. Schwierig, ja, lieber Sané gibt es ja angeblich auch ein, zwei Engländer, die Interesse haben, ihn schon vorher zu holen. Arsenal hatte ich sogar gelesen. Let's go, Alter. Wenn du einen los wirst, das Gehalt frei wird, ja, dann verpflichte noch jemanden. Ja. Wäre Uli Hoeneß nicht eingeschritten in der Vorbereitung, denke ich, hätten wir auch noch ein Doué geholt. Und vielleicht nochmal irgendein Talent für außen, bin ich mir sicher. Ansonsten, wie gesagt, sollten Angebote reinkommen für irgendwelche Außenspieler, lass sie ziehen, Alter. Wenn sie denn wollen. Ja. Lass sie ziehen. Die Leistung eines Koman, die Leistung eines Gnabrys, die Leistung eines Leroy Sanés, garantiere ich, die wir diese Saison in der Vorbereitung gesehen haben, in der Vorrunde gesehen haben. Ey, kann selbst ein Iran Kunda bringen, kann selbst ein Aznu bringen, der schon gute Vorbereitungsspiele im rechten Mittelfeld gezeigt hat. Die er natürlich als Linksverteidiger auch im linken Mittelfeld zeigen kann. Könntest du wahrscheinlich selbst einen Fonsi einen nach vorne ziehen, ja? Mache ich mir gar keinen Kopf. Sage ich euch ganz ehrlich. Könntest du wahrscheinlich selbst einen Conny Leimer. Ja, der ist da nicht der Spieler, der durch Dribblings da irgendwie über die Außenbahn kommt, sondern mehr übers Kämpferische. Aber selbst das wäre eine Option und es wäre wahrscheinlich nicht schlechter von der Leistung her. Ja. Von daher, ja, es bleibt spannend. Ob bei uns viel passieren wird, ist in der Winterpause, ich glaube es nicht. Wie gesagt, sollte unverhoffte Angebote kommen, wo die jeweiligen Spieler sagen, jo, möchte ich gerne, kann ich mir vorstellen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass was passieren wird bei uns. Da wird es vielleicht auch nochmal einen Zugang geben. Obwohl du hast auch noch einen Ibrahimovic bei uns als Außenspieler. Ja. Den hat man leider auch nie Chancen gegeben, wegen eben den etablierten. Ich glaube auch der, wenn er die Spielpraxis bekommen hätte in dieser Mannschaft mit diesen Spielern drumherum, wäre das nicht schlechter gewesen als die 3 aufgezählten Spieler gerade. Ja. Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Ansonsten sind ja noch viele Goalies bei uns angefangen von Urbich, von Köln, der dann nur noch die Nummer 2 ist, Blasülz. Hier ein Goalie, da ein Goalie, da ein Goalie in irgendwelchen Gesprächen. Sorry, fühle ich gerade gar nicht. Absolut null. Ja. Verstehe ich nicht, warum man sich dieses Fass aufmacht. Wir haben Daniel Peretz verpflichtet mit 4 Vorschusslorbeeren, hat jetzt 4 Spiele gemacht, die wirklich ordentlich waren. Klar, kannst du irgendwie einen jungen, talentierten Torwart bekommen. Ja, alles gut. Ja. Aber der müsste dann ja schon enorm besser sein, als es ein Peretz ist. Na, ansonsten halt doch mal am Peretz fest und ja, gib ihm doch die Spiele. Ja, hat er doch jetzt gehabt, die 4 Spiele. Dann halt doch mal an ihm fest. Anstatt da wieder den unsicheren Neuer zwischen den Pfosten zu stellen. Wird natürlich nicht passieren. Ja. Mein Take, es wird wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, in 1, 2 Jahren, wenn Neuer nur noch mit Krückstock im Tor stehen kann, dass man eine teure Lösung kaufen wird. Wir werden es nicht hinkriegen, da einen Nachfolger aufzubauen. Ja. Ich meine, vielleicht hat Peretz die Geduld, aber ich glaube nicht, dass er jetzt noch mal 1,5 Jahre da die Nummer 2 ist, kaum Spiele macht, dann ist er was? Ist er 26 oder sowas? Verschenkte Zeit. Ja, und das macht auch kein Talent. Was willst du jetzt ein Talent verpflichten, der dann keine Spiele bekommt? Ja, oder der dann, keine Ahnung, 2 Pokalspiele bekommt, weil du in der zweiten Pokalrunde wieder ausscheidest? So, wie soll das funktionieren? Ja. Eine sehr spannende Geschichte. Ich gehe davon aus, dass Manuel Neuer verlängert, von daher wird da nichts passieren. Ja, das ist meine Meinung zu den Spielern. Also eigentlich kannst du alle Spieler, die gerade als Abgänge gehandelt werden, abgeben. Du musst mit Jamal Musiala verlängern, langfristig. Joshua Kimmich, weiß ich nicht. Kannst du verlängern, musst du nicht unbedingt. Wenn du wirklich einen Umbruch haben willst in diesem Kader, lass einen Kimmich auch ziehen. Dann hast du einen richtigen Umbruch. Dann kann Vinny das Team nach seinen Vorstellungen formen in den kommenden 2 Jährchen. Ja, es ist Zeit dafür. Ja. Aber die Zeit ist schon seit 2 Jahren da. Aber
Wie immer, schreibt mir gerne eure Meinung rein in die Kommentare. Leute, haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.